Also, ich habe euch vorher eine Geschichte versprochen von einer Spinne im Zimmer. Und da wäre sie jetzt. Und zwar heisst es bei der Geschichte. Und was einfach Fakt ist, sie haben mehr Haare an ihren Beinen, als wir an unseren haben. Beine auf jeder Seite 4 genau und sie sind im Fall noch ziemlich schlau. Sie kommen dann zur Nacht, wenn das Gruseln gerade so richtig Spass macht, kommen sie an ihrem Faden direkt auf dein Kässi runter. Ich sehe den Schatten im Zimmer. Ich weiss nicht, was ist schlimmer, dass man nichts sieht oder das, wo krabbelt dort. Ich schaue auf an die Wand, eine Spinne so gross wie meine Hand. Hockt dort und macht keinen Wank. Meine Nerven legen sofort blank. Ja, die ist so nett, sie hockt einfach direkt über meinem Bett. Ohne sich zu bewegen, so habe ich Zeit zum Überlegen. Ausser Rand und Band den Sauger in der linken Hand. Bevor sie umschauen kann, werde ich sie einsaugen. Sie tut mir zwar leid, aber sorry, sie weiss Bescheid. Überall im Haus ist es nett, aber sicher nicht direkt über dem Bett. Sie hockt ruhig und bewegt sich nicht, hofft, denkt, dass man sie nicht sieht. Ja, jedenfalls versorge ich den Sauger wieder, weil ich habe eine Idee, die ist noch viel blöder. Ich nehme Schuhe in die Hand und spick ihn an die Wand. Ich sehe sie schon kleben, aber es geht voll daneben. Ha sie verschrecken, geht sie von der Decke. Ach, wie nett, direkt ins Bett. Ich glaube, ich spinne, jetzt liegt sie drin. Sie grinst fast herzlich und läuft saugemütlich. Noch zum Dank unter meinen Kleiderschrank. Das darf jetzt nicht wahr sein, der Schrank ist dann nicht etwa klein. Ich höre sie noch lachen, sorry, das kannst du jetzt nicht machen. Ich rupf den Kasten vor und versperre noch die Türen, rennt sie ganz schnell unter das nächste Kleidergestell. Alle Kleider von der Stange, jetzt ist sie unter das Bücherregal gegangen. Alle Bücher jetzt am Boden und das voll, wirklich ungelogen. Ein Chaos jetzt im Zimmer, aber es geht noch schlimmer. Mein neues Fernsehgerät im Eifer des Gefechts mit weggemäht. Jetzt ist sie nie mehr zu finden, ist sie jetzt einfach verschwunden. Ich gebe auf und ruhe alles auf. Gehe ins Bad nach dem Eklat. Im Spiegel schaue ich mich dann an. Da ist sie und lacht mich an. Sie läuft auf meine Hand und ich setze sie wieder an die Wand. Ich nehme die Spinne in meinem Zimmer als mein persönlicher Glücksbringer. Mache die Augen zu und lasse sie in Ruhe. Sie höckelt dort wie immer über dem Bett in meinem Zimmer. Als ob sie mich bewacht als haariger Beschützer in der Nacht.